Okay, wir sehen schon, es ist Zeit für Champions League. Showtime in der Königsklasse. Und zwar gegen Bukarest. Das dürften Rumänen sein, oder? Die kommen aus Rumänien, Mann. Pass auf. Ja, lassen wir die so spielen, ha? Spielen wir in Blau. Geht was auseinander. Und die Aufstellung sagt, dass einige nicht fit sind. Scheiße schön. Aber gut, Bukarest. Die sind ja jetzt nicht übertrieben starke. Mit Stärke 73. Sollte man meinen, dass die relativ leicht sind. So, Fernandinho spielt halt links. Scher bleibt nämlich drin hat. Und Mascherano. Ja, pass auf, muss ich erst da. Hol ich zwar nicht fit, aber Treeball ist fit schön. Bestform. Und pass auf. Da habe ich auch noch gesehen. Quart ist nicht fit. Alvaro, der bleibt da daheim. Und Beister, außer damit. Es spielt Ox, zumindest auf der Ersatzbank. Okay, so starten wir durch. Okay, der HSV gegen Bukarest. Am ersten Spieltag in der Champions League. Und laut sagen, Bukarest ist wahrscheinlich der Außenseiter, oder? Mehr oder weniger. Auf jeden Fall. Die großen Favoriten sind auf jeden Fall Inter Mailand und Atletico Madrid. Und deswegen sollten wir gegen Bukarest, wenn möglich, gewinnen, gell? Warten wichtige 3 Punkte. Weil gegen die anderen 2 wird es hart. Ja, Lasoko bleibt hängen. Jawohl, Silva mit Einsatz. Fernandinho. Was ist das? Brasilianer, oder? Glaube ich. Klingt das so. Den habe ich von Manchester City. Ist zwar nur mehr der Jüngste, aber der ist vielseitig. Was macht der eigentlich? Schlaft du? Weiß ich. Sissoko war das. Ah ja, Lasogga. Der probiert's. Minev. Ich glaube mal, Bukarest hat nicht die Überspiel, oder? Die haben halt nicht irgendwelche Stars drin. Hat. Campbell. Bleibt hängen. Wer ist der? Rappa. Stimmt das? Wahrscheinlich nicht. Costea. Und Sancho. Okay, Mod erklärt. Und irgendwie hängt mir mein Mikro genau vor der Nase. Scheiße. Bin gehandicapt. Fernandinho. Auf Sissoko.
Ja, Scher. Das war der falsche Mann. Natürlich sollten wir die Rumänen nicht unterschätzen, gell? Die warten natürlich auch auf ihre Chancen. Es gibt zumindest Ecke. So, Lasogga, es läuft an der Mitchell. Sissoko, jawohl. Und er macht's. Macht's nicht. Im Nachhinein, Gott sei Dank, Sissoko. Ich hätte schon gemeint. Er haut das Ding gegen den Pfosten, schön. Nochmal. Er haut das Ding gegen den Pfosten. Hat freie Bahn, schön. Und dann lupft er den drüber. War schön gemacht, aber war der Pfosten. Aber zum Glück erwischt er nochmal. Okay, wir führen gegen den krassen Außenseiter. Ich glaube, war bei FIFA war das früher immer so, dass sogar schlechte Mannschaften unglaublich stark waren. Das hat überhaupt keinen Unterschied gemacht. Das hat mir immer geärgert. Ja, das war gar nicht so verkehrt. Breck, Scher und Campbell. Oh ja, der ist ihm versprungen. Den hat er nicht mehr unter Kontrolle gebracht. Radut, Hurley, kann Engländer sein, ja? Oder Schotte. Und Rappa über den Flügel. Aber unser Schweizer klärt es. Das erste. So, Dribble. Und Oma rennt Fernandinho. Erwischt du den? Jawohl. Fernandinho. Immer noch. Und geblockt. Was macht der jetzt? Haben wir ihn verloren. Scheiße. Wir haben den Ball verloren. Wir wollten abgeben. Das war rabiat, aber wirksam. Das können wir uns klären. Wir haben ihn schon wieder. Und Motta. Wo ist Lasogga? Wo ist der? So, mal hinten rundum. Schön. Auf die leichte Schulter sollte man das nicht nehmen. Die lauern natürlich. Minev. Was, Lasogga schon immer fit? Macht denn der? Ist der mir vom Rumstehen oder wie? So blöd ist er aber nicht geht, also mit dem Fall. Warte mal drauf, dass er mir im umhaut. Okay, Halbzeit. Und wir führen 1-0 durch Sissoko. Der Franzose hat die Führung geschossen. Und wir sind ziemlich spielbestimmt. Wir sollten aber noch effektiver werden. Gut, wechseln durch noch nicht, gell? Wobei. Nein, es passt so. Es passt soweit noch. Aber ich würde noch gerne was drauflegen. 1-0 mal zu wenig irgendwie. Vor allem gegen die schlechte Mannschaft. Nur 1-2 Tore drauf und dann war es schön. Was war das? Abseits, oder?
Scheiße. Das war nicht gut. Silva. War viel Pass. Was tut eigentlich Motta da unten schon? Er hat doch linker Verteidiger. So, über links. Fernandinho. Erwischt den. Jawohl. Aber er verliert ihn. Scheiße. La Soga. Scheiße. Das ist, glaube ich, ein Abstoß, hä? Da war Ino dran, schön. Jawohl. Wir müssen noch ein bisschen treffsicherer werden, gell? Schwibol. Marco Motta. Ja, Scherb hängt. Okay, Ranocchi erklärt es. Das erste. So, Fernandinho, Ersatz, Konter. Aber es rein kann er. Abseits. Oder? Jawohl. Hätte mich schon gewundert, wenn er das nicht pfeffert hat. Ausnahmen kennt er auch nicht. Der Schiedsrichter macht keine Ausnahmen. Zumindest bei mir nicht. Vorsicht, bloß nicht fallen, gell? Auf das warten die gerade. Und Motta. La Soga, Korbseits. Scheiße. Da ist ein Tick zu spät gekommen. Jawohl, La Soga, Entscheidung. Das ist die Entscheidung. Pierre-Michel La Soga. Das ist das 2-0. Ganz klar, oder? Hier irgendwann da drüber geht. Ich habe nämlich keinen kontrollierten Schuss abgegeben. Irgendwann, ich hau einfach drauf aus der Drehung. Aber war drin. War eindeutig drin. Das heißt, wir können ein bisschen kürzer treten, gell? Und können ein bisschen wechseln. Pass auf, wen bringe ich denn? Wie wär's denn jemanden für Scher? Pass auf, machen wir so. Er geht oben und links kommt Anderson. Genau, und Sissoko, kann man aus, oder? Bringen wir da für Tesche. Also, neuer Spielstand, 2-0 für die Hamburger. Und das war ein Missverständnis. So, auf Anderson. Was, das ist ja nicht schön. Ich sag ja, Ausnahmen macht er bei uns nicht. Bei ihm schon. Für das Fall hätte ich wahrscheinlich wieder Gelb gekriegt. Aber im Moment, La Soga ist nicht mehr fit, schön. Er ist miert. Da mal raus.
Und da wäre der wieder Icardi, der junge Argentinier. Hat er gegen Schalke getroffen. So, das ist schon Icardi. Und Icardi startet. Oh, rechts am Tor vorbei. Rechts am Tor vorbei. Aber war nicht schlecht. Es war nicht schlecht gemacht. Zudem war er bedrängt worden. Und auf der anderen Seite wird er fleißig gewechselt, gell? Das bringt er auch nicht mehr viel. Anderson. Scheiße. Jetzt wieder da. Jawohl, jetzt gibt's Gelb, oder? Und zwar für was? Schön. Für, wer war das? Wer war das? Schieß, gibt da rote Karten. Wer war das? Gabriel Silva. Scheiße. Jetzt habe ich links hinten keinen mehr. Was kann der links ausspielen? Geht der hinten. Scheiße. Muss ich auch da mal. Dieser blöde Schiedsrichter, hat er das gesehen? Gibt er mal rote Karten. Für nix. Gut, es hätte eine gelbe sein können, oder? Es hätte zumindest eine gelbe Karten sein können, aber rot gleich, das war übertrieben. Es war ja nichts sehr feines Foul, muss man zugeben. Aber rot war es übertrieben. Rot war eindeutig übertrieben, aber egal. Dafür gibt es ein Eigentor, ne? Gibt's keins. Hätte schon gemeint. Das heißt, im nächsten Spiel ist auf jeden Fall Silber gesperrt, gell? Und ich weiß nicht, gegen wen wir spielen. Wahrscheinlich Madrid oder Inter. Einer von denen zwei. Icardi. Nächste Chance. Der ist hungrig. Und Philipp. Ja, harmlos. Zu harmlos. So wird es nichts. Und Anderson. Ja, warum nicht? Er probiert es einmal. Spitzer Winkel, aber es gibt Ecke. Was möchte er? Abseits. Ja gut. In der Mund. Okay, pfeift ab und wir gewinnen das erste Champions League Spiel. Und zwar verdient mit 2-0. Aber der Gegner war leicht. Es war ein leichter Gegner.